Guten Morgen alle. Ich grüße Ihnen im Namen von Jesus Christus an einen sehr schönen Morgen, wo fein Kailas, wo schein jemand an der Kombane sein. Mir Freitag war hier zu sein von der und dass ich darf Gott sein Wort mitteilen. Ich bin sehr geworden, dass wenn das nicht für Gott sein Wort wäre, würde ich nichts nicht haben mitzuteilen. Mit mir selbst habe ich nicht zu sagen, aber weißt ihr Schwester und Freund, Gott sein Wort ist so groß in meinem Leben geworden, so wichtig, dass ich das gleich mitteilen, so gut als ich das kann. Ich würde die Frauen, die in der Bibel aufschlagen, auf Epheser, Kapitel 6. Ich will nicht so viele Versen lesen von der. Mein Thema von der ist ans Kampf gegen den Teufel. Ich habe vorher von das geredet und Epheser besonders. Und weil ich gute Memory habe, weil ich das noch denke, dass ich Eier habe von dem Buch Epheser von geredet. Epheser ist ein sehr schönes Buch, sehr schönes Buch von dem Apostel Paulus geschrieben. Und ich habe fertig gesagt, wenn wir bloß den Epheserbrief haben, da würden wir all genug haben, zum weiten, wer wir sind, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist, und alles, was uns fehlt in das Leben. Aber wir haben viel mehr als bloß dort. Die Überschrift hier ist von den Vers 10, von dort wieder ist, nehmt die Gewähren von Gott. Wie ich das studieren, da will ich das an eine Botschaft nehmen, das Ganze, die Verse durch Vers 20. Aber wie ich jetzt anfange zu studieren, da wollte ich das lernen, ich würde dort machen an zwei Botschaften haben. So, nächsten Monat, wenn Gott so will, dann will ich das letzte Part davon reden. Von der wollen wir betrachten von, was wir für einen Kampf haben, wer uns jene ist in uns christliches Leben. Und dann nächste Weg sein, was wir haben, was Gott uns gegeben hat, wo wir können dagegen stehen. Weil mir ist das, mir war das sehr wichtig, wenn ich betrachten da, was angehört hat, eben in unserer Kirche, man ganze Menschen und viele andere Kirchen, und was mich kommt, wenn es so fair, dass da sind mehr verschiedene Glaubensworte abkommen, und da wird mehr Confusion, was da ist, wo People abgemischt worden in ihr christliches Leben. Da frage ich mich, wo ist das damit? Wenn wir den Apostel Paulus schrieben hat zu Timotheus, dann sei wir dort, dann sagt er, dass zu der letzten Zeit wollen da viele falsche Lehren abkommen. Aber was da wir so recht damit? Da wir lehren, all die falsche Lehren, seinen Worte lehren und so weiter. Weil ich glaube, das ist gut, dass wir was weiten davon. Aber weißt du, was ich glaube, da was viel besser ist, dort ist Gott sein Wort zu weiten. Weißt du, ich habe nicht in dieser Bibel, ich habe in einer anderen Bibel, da habe ich einen falschen 200 Peso-Bill von Bolivianos von Bolivia. Den wird mir gegeben aus dem wahre Bill, die $100 anwechseln. Und dann der ersten Platz, wo ich den will brücken, dann kickt er mich so an und dann sagt er, das ist ein falscher Bill. Sagt er, das ist nicht ein abreicher Bill. Er kickt ihn an und ich sage, wo weißt du dort? Und dann weißt du gewisse Dinge, weißt du. Und dann wird mir ein Ding klar, weißt du, das ist sehr wichtig, dass wir weiten Wort und wahrhaftiger Bill loten dat. Wir dürfen gar nicht all die falsche Bill
Bill seinen Wort der Loten dat, aber wir machen seinen Wort und Worthof ja Bill Loten dat, Wort dem Loten dat. Und ich glaube, das ist dort an uns christliches Leben. Dort ist gar nicht neidig, dass wir weiten alle Einzelheiten und verschiedene Lehren und so weiter. Wenn wir dort wählen, dann das ist alles, wo wir uns mit beschäftigen, dann sind wir bloß damit. Aber wir sollen lehren und uns Ziel soll sein, und jeder eine von uns soll uns Ziel sein, dass wir am zu tun sein mit jedem einen in unserer Kirche, weil wir sind alles Glieder an einen Körper. Wir haben eine Verantwortung einer zum anderen. Nicht bloß der Prediger, das ist nicht bloß Henry, den Abkauf, oder die Accountant oder wer immer, oder meine. Aber weißt du, das ist, wir sollen alle da mit zu tun haben. Because wir sind alle ein Part von den Körper. Okay, ich will mal lesen ein paar Verse aus der ersten, Vers 10, 11 und 12 aus Epheser Kapitel 6. Dort sagt hier, zuletzt sorgt dafür, dort gestorben worden, durch die Kraft, durch der Herr jünt. Lasst jünt dort geschah ab, dort Gott für jünt reithaft, dort je bestehen können, wann der böse Feind jünt angerebt. Wir haben nicht mehr gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber gegen gewaltige böse Geister von den Himmelswelten und mit Gewalten und Herrschaften von Diensten, die über diese Welt herrschen. Was so wie Gott sein Wort lesen. Da. Wir haben hier, das sagt er zuletzt, der zuletzt sorgt dafür, dass die stark waren, durch die Kraft, die der Herr jünt, leicht jünt dort die Schar ab. Wir sehen dort, dass Herr redet, vor zum Anfang redet von dort, die Schar, was wir haben, was Gott uns gegeben hat, was ihr daher habt, dort reingemerkt, der Herr, der wisst all, von immer trägt am Anfang oder nach viel Eier, was du und ich würden brauchen zum sicherlich Leben. Und wieder ein Ding, da wir nicht Angst vor haben, dass wir nicht genug haben an der Bibel, was uns aufwehren, die falsche Lehren. Aber ich habe eine Frage, zu wem schreibt der Apostel Paulus das? In Epheser Kapitel 1, kurz bloß ein paar Blätter trägen und dann sagen wir dort, zu wem Paulus diesen Brief geschrieben hat. Der erste Vers, der sagt, Paulus, den Gott sich gewählt hat, Christus Jesus in Apostel zu sein, nur der Heilige an Ephesus, der unseren Herrn Jesus treu sind. Also, der Apostel Paulus, der schreibt diesen Brief nur der Gläubige an Ephesus. Er sagt das ganz klar. Wollen wir mal ein paar Verse lesen aus Epheser Kapitel 3, Vers 16, wo er davon reden hat. And by the way, das ist ein Brief, wenn wir den anfangen zu lesen, wir lesen den durch, dann haben wir den Apostel Paulus in Hort verstanden. Weil der Apostel Paulus, der wisst, Charakter, was den Menschen fehlen, wie wir einer von dem, was die Kirche hat verfolgt und wird zum Glauben gekommen. Und er hat das erste, wo wir anfangen hat, in die erste 14 Vers, da wisst er, was wir an Christus für ein Reichtum haben. Da sagen, ich glaube, es sind gereist, es sind 14 verschiedene Dinge, was er abreden hat, was wir an Christus haben. Und dann kommt er in Epheser Kapitel 3, Vers 16, da sagt er das. Ich will Vers 14, da ich 17 lesen. Das ist, woran ich, sagt der Apostel Paulus, vor unserem Gott und vor der Knien da, von ihm kommt der Nomen Vater für alle Familien am Himmel und auf der Erde. Und ich bete für euch,
dat hij door ons hij rijk aan herrlichkeit is, Gun Kraft schenken mocht, durch seinen Geist innerlich stark zu sein, dat Christus durch den Glauben bei am Hort wohnen mocht, und dat je mochten festgewartet sein en Gaudet daunen. Der Apostel Paulus, der bet, dat jede Uhren mochten opgehen, was je wieder sagt, dass jede Uhren mochten opgehen, dat die mochten seinen. Und ich glaube, er sagt der Transfer, dass wir mochten seinen Wort durch für ein Reichtum haben an Christus Jesus. Dass der Herr uns mocht nur geben, dass sein Reichtum ist. Wofür ist das? Geschwister und Freunde, das ist sehr viel. Ich glaube, nicht einer von uns kann das aussprechen, was für ein gerautet Reichtum wir an Christus haben. Der wir wahre geboren sind, der wir dem Herrn Jesus angenommen haben und am Nachfolgen dauern. 1. Korinther 16, Vers 13 sagt, 16, Vers 13 sagt, es ist das. Seid wacker, steht fest am Glauben, seid mutig und seid stark. Vers 4 sagt, was ihr dauern soll, leibtollig gedonnen worden. Er sagt hier 3 Dinge. Seid wacker, weil ihr von der Tag zullen du sehr wacker sein, because dat wir weten, dass der Feind, die geht ram aus dem brallenden Leib und hat seine Engel, seine Diener, zum uns verführen, zum uns dort zu machen, sozusagen. Steht fest am Glauben. Was meint das Feststehen am Glauben? Das meint, dass wir fest sind, angewartet an Gottes Wort, dass wir weiten, wenn der Feind ankommen wird, der Feind will uns verrieten, dass wir weiten, was Gottes Wort sagt. Nach 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 4, da sagt er, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Da sagt er, erstens, rode ich nu, dat je dringend beten. Bet ook voor anderen en dank voor alle mensen. Voor de kennis en voor alle die hoog aangezienen zijn. Dat we een Gottesfurcht en Oprechtigkeit ruhig leben können. Dat is goed en is Gott unseren Heiland angenehm. Und so wieder. Was schafft das? Ich habe eine Frage, was schafft das? Wo darf der Teufel schaffen? Wir haben gelesen, dass der Teufel, der ist so ein brallender Leib und er ist, da er will uns verrieten. Wir haben, und Vers 12 sagt, wir haben nicht mal gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber gegen gewaltige böse Geister von der Himmelswelten und mit Gewalten und Herrschaften von einem Düstern, der über diese Welt herrschen. Weißt du, jeder einer von der, was wir von der Bahn sind, wir haben einen Herrscher in uns Leben. Entweder du und ich haben Gott als uns Herrscher, dem Herrn Jesus Christus, was in uns Leben herrschen wird, wenn wir nachfolgen und treu sind, oder wir haben dem Teufel. Von der Tür aus ist der Teufel uns Herrscher. Weil ich glaube, ich kann sagen, dass jeder einer, der nicht wahre geboren ist, der ist unter dem Feind seine Kontrolle. Und wenn du in dein Leben, wenn du ein Christ bist, du kriegst in dein Leben, drei in dein Leben, ehe du bist wahre geboren, ehe du dem Herrn Jesus annehmen darfst, dann wirst du jemanden tauschen, dass ja, du hast der Herrscher in dein Leben wie der Feind. Wenn du da verschiedene Dinge,
was die Feind will haben. Und ich weiß das von mir selbst. Ich habe kein Problem dort zu leben, dass solange ich nicht die Wahrheit weiß, dann werde ich den Feind dienen. Ohne sehr Fächen, ohne dass ich das weiß. In fact, Fächen dachte ich das was Gutes, wenn ich den Feind dienen darf. Zum Beispiel, wenn jemand mir will das Evangelium erzählen, dann sehe ich die besser verdrehte Melissa. Durch mich nicht davon reden nicht. Ich dachte, ich hätte ein really gutes Wort. Ich hätte Fächen, dass ich mich pochen zu meinen Freunden. Dem und dem hat ich so und so gesagt. Die wollten mich nicht mehr anreden. Ja, mit vielen Menschen wird das so, die deuten nicht. Aber weißt du, solange es wir nicht wahre geboren sind, dann sind wir unter dem Teufel seine Kontrolle. Weißt du, wenn wir sein können, was angeht an der Luft, und das sagt hier, dass das an der Luft herrschen, weil wir können sein, was da angehen hat, ich glaube, wir würden uns grüllen. Die Feinde, die mit seinen Gästen schaffen, auch so aus der Herde. Der Herde, wir sein dem Herrn gar nicht. Aber die Feinde, die an der Luft herrschen, er hat Engel, er hat beide Geister, whatever diese Welt herrschen dann. Und das, wem sie nicht Kontrolle sind, weil wir nicht wahre geboren sind. Meine Frage zu allen von uns ist, wer ist mein Herrscher, wer ist dein Herrscher in deinem Leben? Wem bist du treu? Wem darfst du dienen in dein allgemeines Leben? In 2. Korinther 4, 1-4 sagt Paulus, willst wir diesen Dienst, der Gott seine Gnade gekriegt haben, wo wir nicht mautlos. Mit alles, was geheim ist, geheim und schonhaft, als haben wir nichts zu tun. Wir handeln nicht hingerichs. Wir lassen Gott sein Wort aus Wahrheit stehen. Und gerade wie wir die Wahrheit an Gott seine jähen Wort klar vor den Tag bringen, können wir damit vor Gott in dem Gewissen von Menschen bestehen. Wenn uns Evangelium noch verstärken scheint, dann ist dort mal bei die verloren gehen. Die haft so tun, noch nicht mal das, was ich sage. Die haft so tun, der Gott über diese Welt mit Blindheit geschlagen. Dort ist dort Licht vom Evangelium von Christus seine Herrlichkeit nicht sein können. Christus seine Herrlichkeit liegt ganz genau Gott. Ich möchte wundern oft, von der hier bei Menschen sind, was da vielleicht noch an das Leben tun. Er sagt, die Haft, wenn das Evangelium noch scheint, noch Taugedag scheint, dann ist es bei der Taugedag, wo noch nicht dem Herrn angenommen haben, der dort noch am dichten ist, weil der das nicht sein kann. Das sagt, dort sei dort Licht vom Evangelium von Christus in der Herrlichkeit nicht sein kann. Christus in der Herrlichkeit liegt ganz genau Gott. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 15 und sagt sagt, aber von deren Tag, wenn Moses gelesen wird, liegt an der Tag über dem Hort. Wenn sich aber wer um Haaren dreht, wird der Tag wahrgenommen. Hier redet der Apostel Paulus besonders von den Juden. Er sagt, die sind blind, da werden es, dass sie Gott aufgesagt haben. Er sagt, aber von deren Tag, wie kann das doch sein mit uns? Solange wir Jesus nicht angenommen haben, dann ist dort so, als wenn wir blind sind. Wir können dort nicht sein. Hast du mal mitgefangen, ich habe schon gehabt, wir mal das Heil proben, klar zu machen, und die Menschen können das bloß gar nicht verstehen? Warum nicht? Der Teufel
von dieser Welt, was der Herrscher über diese Welt, der hält uns in Blindheit. Ab irgendwann hält der Herr uns in Blindheit. Weet je, waarom ik dat zei? Ik heb dat zelfs ervaren. Want ik wil een klein beetje mitteilen van wat passiert in mijn leven. Zolang ik geen dat evangelium strijden deed, dan kon ik dat gar nicht zijn. En ik geef ook keinem nicht de tijd mij dat te erklären. Für mich wäre das bloß ein Reinigungsdienst da. Ich konnte das nicht verstehen. Solange ich einmal auf meine Knie ging, und das sind 47 Jahre zurück, ich ging auf meine Knie, und dann bete ich zu Gott, ich sage, Gott, du weißt, dass was ich lebe, dass das bloß nicht das Wort hat, das kann nicht sein. Ich wüsste nur mit einmal ganz versichert, ohne dass ich zweifeln dürfte, ich wäre ein verlorener Mensch. Wenn ich diesen Weg würde verlängern, dann gehe ich durch den Hall, dort wird so wie das ich wüsste. Wenn ich dort wüsste, wenn Gott mir das wiesen hat, dann sage ich, Gott, du weißt, dass ich am Diensten bin, aber du weißt auch, Herr, wo mich zum Licht zu bringen. Ein Ding weiß ich, dass Gott sein Wort, dass die Bibel dort ist sein Wort, und wenn du mich kannst raten, und wahrlich was meine Sinne zu vergeben, dann gebe ich dir mein Leben nur an die noch hin. Aber Herr, du wirst mir einfach zwei Dinge tun. Nummer 1, du wirst mir mal einen Hunger Arsch geben und den Wort. Zweitens, du wirst mir mal ein Verständnis geben, den Wort zu verstehen. Wenn ich das lese, dann verstehe ich gar nicht. Aber du weißt auch, Herr, dass ich weiß, dass alle, was mich probieren, das Wort klar zu machen, ich glaube gar nicht an dich, ich vertraue keinem. Und der Herr, der was kracht, wo ich mich feilen, was kracht, was mir fehlen, der Herr, der gibt mir kracht, was ich noch gefragt habe, ich gab mir vom Moment an den Hunger an da ist nur sein Wort. Und ich möchte die Bibel auf, und weißt du, ihr Schwester und Freund, dass wir das, wenn ich das Wort noch nie nicht gelesen habe in meinem Leben. Wo fängt es an, wenn du bloß nicht weiter das wenn du so wenig kannst von der Bibel? Ich weiß, Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da wir Hochdeutsch, wir kennen die plottische Bibel noch nicht, Englisch, da fange ich dort an, im Englischen zu lesen, weil ich das seht gleich so. Und ich fange an zu lesen, und ein Ding, was mir so klar wird, wie sagt meine Sinn bekannt, dass der Herr zu den Gerechten vergibt mit den Sinn. Und nicht mal bloß dort. Eine von meinen geratsten Problemen wäre, dass mir fehlt zu reinigen. Und dann sage ich in dem selben Vers, 1. Johannes 1, Vers 9, sagt er, der wird uns auch reinigen von aller Antugend. Weil ihr dann der Herr dort. Aber was das ist, wenn du keinem vertrauen kannst? Ich sehe, Herr, und ich nicht, wir reden uns, wir wollen die Bibel lesen, und wir wollen keinem glauben. Aber weißt du, was wir deuten, da fangen wir an, Radio zu hören. Und lo und behold, ich habe niemals gewusst nicht, all die Zeit, was wir Radio gehört haben, und Television gewatcht und so weiter, ich weiß niemals nicht gehört, was da überkommen ist, dass da wirklich was göttliches überkommen ist. Und das erste, was wir fangen, wir durch die Bibel, von J. Vernon McGee, Through the Bible Program by J. Vernon McGee, and Back to the Bible, and Haven of Rest. Viele von euch, was da eben dadurch sind, also wieder wollen da vielleicht noch denken. Und dann fangen wir das an, was die reden, dass wir kracht, was die Bibel sagen. Aber weißt du, nicht mal bloß dort, dann fangen wir noch andere Programme, was wir noch andere Botschaften und so weiter. Das hier ist ein kleines bisschen so, nicht ganz leicht. So, wir fangen an die Bibel an, dass wir mit der Bibel durchprüfen, weil in Gott, wir so gut, weiß uns dort, dass nicht alles, was wir an Radio wir gut.
Aber samt verdaut wir sehr gut. Und ich, von den Tag an habe ich gelehrt, through the Bible broadcast, durch das Bibelprogramm sehr viel zu schätzen. Aber von deren Tag, da ich da noch horchen und die meisten von ihnen weiten, was ich von reden darf. Ich habe ein CD oder USB und wenn ich allein vorher dann horche ich da noch, weil es sind 1298 Programms. Und sie wollen immer jeder jetzt durch Vers bei Vers, von Anfang an durch das ganze Alte Neue Testament. Das, was mir so viel wert ist. Und das, wo wir an was, dann, weil das erste Jahr, ein Jahr und ein halb, dass wir nicht eine evangelische Kirche. Für 2 Ursachen. Eine Ursache, wir haben viel zu viel gesagt über die Kirche. Das macht man also immer alles mit Tuschungen, ich will wirklich bloß anreicht, dann ist es ein bisschen schwer. Aber das wäre nicht die Hauptursache. Weil wir haben ein sehr großes Verlangen, da mit Christen zu sein, wie die noch. Die werden viele Christen, die das mithalten können. Aber die zweite Sache wäre, ich dachte, verstaut, ich habe einen Fehler gemerkt. Der Fehler wäre, ich glaube, meine Knie liegen da, da versprüche ich Gott. Ich sage, Gott, wir sind am Diensten in unserer Kirche, wo wir Bände sind. Wie in unserer Kirche, der sind bloß am Diensten. Rein uns am Diensten. Ich sage, Herr, wenn du mir was das Licht geben und das was geben, mir was das Wort verstanden merken, dann will ich haben, dann gebe ich dir mein Leben, für eben die eigenen Leben, wo ich die deinen anfangen mit an die Kirche, wo wir Lieder werden. Oh, little did I realize, was ich da versprochen habe. Das Tier ist ja allein, da ich bin nach, glaube ich, vielleicht ein Jahr alt, geistlich, da wird mir gewählt als ein Vorsteher an der Kirche. Oh, wow. Aber Gott sehen uns. Wir bleiben da, aber was ihr da wäre jetzt früher nicht nur, ich kann sagen, wir würden die Gleichhand sein, aber ihr im Kirche. Today täten wir 3 Jahre nochmal am Gehen, da wir Erwachung, Menschen bekehren sich, da wir von den Menschen, was uns wollen zum Glauben, mithelfen und so weiter. Und so, we would have loved to go there. Aber wir deiden nicht. Aber wisst ihr, wir kamen vor 1,5 Jahren an die Welt, wir nicht deiden. Aber wisst ihr, was mir sagt, sehen wir, und ich will das brauchen, um ans Wesen, wo kraftvoller ist, wenn eine einzelne Person um 4 ist für den Herrn. Wir hatten die Wasserlied, entweder Deben Mary Deich. Die kommen uns besuchen und ich werde never vergessen, das erste Mal, als Dave Deich mir fragte, der sagte, John, weißt du das ganz neben der wirklichen Kind Gottes bist du wirklich vom Nähen geboren? Oh, ich weiß nicht, was wollte du sagen? Ich wusste, dass ich will, aber das wirklich sein? Ich sagte, ja, ich sage. Ich weiß, dass ich sein war geboren. Dort wird ein sehr großer Stein, was mir vom Herzen holen, sozusagen. Dass ich das wirklich über meine Zunge kriegen darf. Und ich war nicht ein einzelner Namen, aber wir sind einzelne Menschen an der Kirche, was das mithalten, besiegen dürfen und was bloß sehr, was wem der Herr sehr brücken darf. Und ich sage, das wäre uns eine Ursache. Weißt ihr, Schwester, mir ist es wer immer du bist hier von der Bahn. Weil ich glaube, doch Gott hat die gewählt, zum sein Wort auf einen Weg oder den anderen Weg in der Welt entschieden. Vielleicht andere Menschen, die hier Bahn sind von der. Weißt ihr, da sind so Menschen, da sind viele Menschen, und ich sage mir ganz überzeugt in unserer Kirche auch, die würden sehr gerne besuchen. Die würden sehr gerne, die haben viele Frauen und die möchten hier mit wem darüber reden. Viele Menschen, die da bloß nicht weiter, wo sie wiedergehen sollen. Vielleicht sind Menschen, die überhaupt noch nicht wahre geboren sind, andere, die wahre geboren sind, aber die kennen nicht
nicht wissen. Weil die grootste kerk is, de grootste botschaften zijn, kunnen zijn in de kerk. Aber weil je dort nicht dort, wo die persönlich mit einer Person kannst du sagen, und dann, dass die Person mal kommt, kriegt die vertalen, was dort gewonnen ist. Weißt du, das sind Menschen, was da von Lied wird von dieser Kirche, was ich gewonnen unter zwei haben. Das sind einfach die evangelischen Kirchen, wo wir kein Problem mit haben. Aber weißt du, das sad thing ist, das sind Menschen, die gewonnen durch die Kirche, wo sie nicht dort kriegen, was sie brauchen. Und ich würde uns Motto sprechen, alle von uns Motto sprechen, dass wir sollen ministry. Wir sollen dienen, wir sollen Obst sein. Und die Bibel sagt, wer mich lebt, das Wort sagt, von dem sie innerliche Wort Ströme des lebendigen Wassers fließen. Weet je, donderdag, moest ik leren aan de kliniek. Voor mijn Weidemans, ik van een halve stunde weer 2 Stellen. Ik zat met Dol op een stoel. Een minuut wiederkomen in de vroeg, we aan de firma mijn Ella, dat we van de Middle East someplace waren. En dat sneeuwde wat spuiten. En ik zei, ik ben daar. En ik zei, how do you like the snow? Oh, she says, it's, it's very cold. But I said, the good thing is we know who has that in control. She looked at me and she says, yeah. She says, it is. And no one nach was gewesen. And then I said, it sounds to me like you're a solid Christian. I said, praise the Lord. I said, I like to be heard as a solid Christian. I said, are you? She said, oh, yes. Now she asked me, she says, asked me for my name, and she says, John, could you tell me when and how you got saved? Yeah, I said it happened 47 years ago. So I shared it with her. She asked, and I asked her, she says, oh, yes, when I was 13 years old. She says, I grew up in a Christian home, but I accepted Jesus Christ when I was 13 years old. She says, I rejoice in the Lord, And see, that's, I glaube, wir sollen, und ich sage zu mir selbst, wir sollen bereit sein, wann die Gelegenheit da ist, mitzuteilen, was Gott meint in das Leben, oder wo Menschen können zum Glauben kommen. Weil so viel von dort. Wo kann einer von der Blindheit loskommen? Und ich denke, besonders von Menschen, die da blind sind, was wir jetzt gelesen haben, die werden so tonhaft und dies sind es Heiligkeit. Römer 10, Vers 9, was 10 sagt, wenn du mit dort Müll Jesus aus Haaren bekannst und glaubst, dort Gott am vom Tod abgeweckt hat, wirst du selig. Wer von Horten glaubt, wird gereicht, und wer mit dem Müll bekannt, wird selig. Was meint das? Die von uns, die da waren, die Bürger sind, haben kein Trouble damit, dort zu verstehen. Wat ik heb, ik heb een stukje terug, dat is nu een stukje terug, geredet een gewassen man. En hij wist dat heb je verloren bij zijn mens, nannte hij zichzelf. En dan dacht ik brug heb. Ik zei, dan kijk je mal zijn, ik kan einem, die kan je helpen. Ik zei, doe mal de Bibel lezen, die hast hier de Bibel liggen. Ik zei, doe mal je vers lezen. En ik nam Johannes, een vers, 1 Johannes, een vers 9. Ich gesagt haben, da der Vers mal lesen. Wann wir unseren Sinn bekamen, das hat früher gereicht, vergift uns unseren Sinn und reinigt uns von aller Antugend. Er las der Vers im Englisch, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. It says, number 1, ich sage, wer ist der he? Sagte, I don't know. Ich weiß nicht, wer der hier ist. Ich sage, das ist Jesus. Ich sage, wenn du Jesus deine Sinn bekennst, dann seid ihr gereicht, vergift die, und dann hat er dort, was die dort sagen, das, was die fehlen, die zu reinigen von all den Antugend. Ich weiß nicht, was er sagt. Ich sage, lass dir noch einmal leben, noch einmal, was 7 Mal. Meine Mutter kickte sich ab und sagt, ist doch wirklich, was er sagt. Ich sage, was sag ich dort?
dann sagt er, wenn ich mich sind zu Gott bekannt, dann ist Gott zu ihnen gereicht und verjährt mich von den Sinn. Ja, ich sehe, das reicht, aber ich sehe, das ist nochmal ein Pott davon. Ich sehe, lass das eben ja nicht. Sagt er, und reinigt mich von allen Antüren. Weil ihr das Morgen, dann ging das Licht ab durch Gott sein Wort. Was du nicht leben vielleicht ein Mal, wie die Menschen das Wort sein, dann nur hat es klar sein. Wenn dort wird, dann hat mein Vater, John Clausen, sich ein Jahr und ein halb Eier bekehrt, als er deed. Wenn ich wieder ab den Schlag, dass ich mein Vater, was mein geratster Freund war, mein bester Vater, da wird ich am Wiesen, was die Bibel sagt, und die wird das verstehen, was ihr dort tut in Jordanhof. Ich habe mal eher mal gedacht, nicht, dass ihr allgemein von der Waschfreundin von da. Da ich du hast bloß mal machen. Gott, du arbeitest und dann. Sag ich, du brauchst den John zu bekehren. Sag ich, warum lasst du dich an Gott in den Händen? Ja, und als dann Gott ans die Ohren aufmerken hat, wo wir dort nicht sein, was das sagt, dass die will hat die Ohren verblendet. Und die können doch bloß nicht sein. 1. Johannes 4, Vers 2, was Feier sagt, Johannes, so ist das. Darum können wir sein, dort wie Gott sind, ich kann ja gut sein, wenn wir Gott leben. Gott sind gut sein und seine Gebote holen. Wenn wir Gott gut sein oder Gott leben, ist ein besseres Wort, wenn wir Gott leben, dann holen wir seine Gebote. Und seine Gebote sind nicht schwer. Really, Gott seine Gebote sind gar nicht schwer, wenn wir ans Leben zu Gott hingegeben haben. All die Gott zum Vater haben, überwinden die Welt. Und ans Glauben an Jesus, die Welt besiegt hat, gibt uns auch den Sieg. Wer ist der in der Welt gewonnen hat, war nicht der gelebt hat, Jesus Christus Gott sein Sehen ist. Sei ja klar, nicht? Für uns, die wir dem Herrn Jesus kennen, das ist sehr klar. Aber nicht für alle Menschen, wenn die anbekehrt sind, ist das nicht so klar. 1. Petrus 4, Vers 6, bei der sagt, demütig der jünt euer Gott seine gewaltige Hand, dann wird er jünt abreichen. Er schmied all jene Sorgen ab an. Er sagt für jünt. Sieht der gedacht und wacher, wie es jünt jener, der beiser findet. Schlägt sich ran und aus dem brallenden Leib und sieht nur wem, den er verrieten kann. Hier sehen wir dort, dass wir haben in jeder in uns Leben, ob wir dem Herrn kennen oder nicht. Lass mich ein bisschen mehr sagen von, wo ich glaube, dass der Teufel schaffen hat. Ich glaube, dass der Feind mit seinen Engeln wird nicht schaffen, wenn er bloß kann, wird er Gläubige schaffen. Einige Menschen stimmen da nicht mehr. Ich glaube, dass wenn wir den Teufel die Macht geben und jedem einem das reicht, da wird er uns brauchen, zum das Evangelium verdorben und uns erstlich ans Dreh holen, dass wir nicht wissen. Und hier ist das Schaffenheit, was ich verstanden habe. Der Teufel erstlich der Feind, dass wir nicht sollen zum Glauben kommen. Das ist Nummer 1. Wenn wir zum Glauben kommen, dann macht er eine andere Methode brauchen. Dann macht er uns proben, einen Sinn drehen, erstlich einen Sinn zu holen, dass wir nicht siegen können. Und dann hat er seine Freiheit da, dass wir uns nicht wissen können. Nicht mal, dass wir nicht wissen dann, aber wir sind ein Stumbling Block, wir sind ein Stein zum Anstoß sozusagen für andere Menschen, was da werden wissen, oder für andere Menschen, was da würden zum Glauben kommen.
Wat je echt glaubt, er sind veel Christen, wat die zijn wahre geboren, aber den erleben, wisst dort nicht, dass sie sind wahre geboren. Want wir sein können, was Gott hat für uns und was er will für uns, da wird uns der Peter klar sein können. Aber wir wissen nicht, weil wir da nicht mit Sinn abnehmen. Wir da das letzte Part von 1. Johannes Kapitel einfach schnell nicht anwenden. Und reinigt uns von allen Antugend. Den war er tot, sagt er an Vers 9. 1. Petrus 4, Vers 9 sagt, den war er tot mit festem Glauben. Und denkt daran, dass jene Brüder über die ganze Welt durch dieselbe Erfahrungen gewonnen hatten. Er sagt, wir sollen den überstehen. Wo habe ich den Feind überstehen? Ich in meinem Leben, ich weiß ziemlich gut, was das ist. Ich weiß, wer ich bin, ich will mit das schließen. Ich weiß, wer ich bin, ich zum Glauben kommen da. Ich weiß, was für Leben ich leben da. Und was ich all für Jahre halt probiert zu ändern und konnte das nicht ändern. Ich weiß, Gott, ich weiß, was das schaffen hat, wenn eine Wahre geboren ist und eine nicht siegen hat über gewisse Dinge. Ich weiß, ich wollte ein Ding sagen, was ich bei 5 Monaten, bei 4 Monaten, dass ich kämpfen mit meinem Tabak, schmecken. No, ich glaube nicht, dass Menschen halten gehen, dass wir es schmecken. Aber erstlich, der direkt wird so, als man dafür durchkämpft. Wenn es mir das dort. Und zweitens, was ist das, was bleiben an bekehrte Menschen? Weißt du, Gott, der braucht einen unbekehrten Mensch. Da wir bei der Arbeit, ich sage da und las die Bibel und schmeckt da, dass ich mäßig sagen kann, was ich lesen da. Dann kommt einer vorbei, der wusste, dass ich bekannt, ich glaube ja, dass ich Jesus angenommen und sagte, Baum, du bist, John, du bist bekehrt, ja? Ja? Und schmeckst? Ich bin ganz stark, sie nicht. Da wird ein von mir schwächen. Und ich weiß, dass ich gewaschen wäre, als wenn ich noch einmal frisch geboren wäre, bis ich das einmal sicher war. Bis ich einmal deciden, dass das ist mir nicht zum Gauden. Und Gott braucht immer andere Menschen zu mir wiesen, wo mir das fehlen, weil ich das selbst nicht kann. Und ich konnte noch ein Teil Dinge vertalen, ein Teil Dinge would be too embarrassing, wenn ich das sagen würde. Aber Gott hat mich nicht tachelt, er lässt mich nicht tachelt mein Leben. Und ich weiß, was das meint. Bei no means, ich glaube, dass ich perfekt bin. Aber ich weiß, was das tut, wenn ein Christ nicht siegen wird. Ich weiß, wo wir uns dort abholen, dass wir nicht wirklich können in zwei sein. Und ich weiß, wo das tut, wenn wir einmal wirklich sind, ans Hand zu geben und dann wirklich zu siegen. Ich will hiermit schließen. Aber ich will wir haben hier gesehen, ich hoffe, es waren gesehen, was wir für den Jäger haben, was wir für den Feind haben, wer uns, wo der bei dem Feind arbeiten wird an uns, nächsten Monat, da will ich da von reden, von das letzte Einwort, wo Paulus sagen wird, was wir haben für eine Gerechtschaft, um uns antreiben, und weil unsere Tod zum Beispiel brauchen. Und was das alles ist. Und weißt du, ohne dort, das sind 7 Portmen, und weil wir ein von der Utloten, da lohnt wir noch immer den Diebel, eine offene der, wo er kann ankommen in uns Leben. Und ich würde mal zu sprechen, weil ihr würden, der eben die ein von den Kapiteln, beim Eng, das sind bloß etliche Falschen, weil ihr da würden lesen, und dass ihr weiß, zweiten Verwort hat, kriegt ihr reden, das nächste Mal, wenn ich die Gelegenheit habe, hier eine Botschaft zu bringen. Wollen wir noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen wunderschönen Tag. Wir danken dir, Jesus, für deine große Leib, was du bewiesen hast zu uns. Wir danken dir, dass du Gesicht hast über den Diebel.
Du hast Gesicht, an dem du Abstand hast. Du hast den Sinn betont, durch den Blut am Kreuz vergessen. Aber Herr, du weißt, dass wir sind noch Menschen, wir sind noch in diesen Körpern, wir sind bedürftig für deine Kraft. Ich bete, Herr, dass du jeder meinen von uns segnen, uns Siege machen in uns Leben. Und wir wollen dir alle Ehe geben dafür. Bete ich in deinen Namen mit Dank sagen. Amen.